Ja, mit dem Einsatz der Bonsilage-Produkte verfolgen wir natürlich viele unterschiedliche Ziele. Das geht los mit der Steuerung des Gärverlaufes. Hier wollen wir bewusst, dass keine ungelenkte Fermentation vom Pflanzenzucker stattfindet, von den nativ vorhandenen Bakterien und Gärschädlingen, sondern dass unsere speziell selektierten Milchsäurebakterien sich um den Zucker kümmern und dass definierte Produkte in der Silage entstehen. Ja, ein weiteres Ziel ist natürlich nicht nur die Steuerung des Gärverlaufs, sondern auch, dass unerwünschte Schadkeime sich überhaupt vermehren können in der Silage. Mit unseren konkurrenzstarken Milchsäurebakterien der Bonsilage-Produkte unterdrücken wir diese, drängen diese zurück und so können hygienisch einwandfreie Silagen verfüttert werden. Ein ganz entscheidendes Kriterium für Silagen ist natürlich die aerobe Stabilität. Wenn die Landwirte die Silagen öffnen und verfüttern, dann müssen diese stabil sein. Dann dürfen keine Nacherwärmung auftreten, keine Schimmelpilze dürfen wachsen und dann muss es so aussehen, wie wir es hier gerade im Hintergrund sehen. Die Bonsilage-Bakterien erhöhen darüber hinaus die Verdaulichkeit der Silage. Das heißt, das, was das Tier aufnimmt an Silage, davon kann sie mehr verwerten. Und aus diesem Grund fressen die Tiere auch mehr von diesen hygienisch einwandfreien und sehr gut schmeckenden Silagen. Das heißt, wir erhöhen auch die Futteraufnahme der Silagen. Um ein ordnungsgemäßes Dosieren zu gewährleisten, ist es ganz wichtig, dass das Siliermittel entsprechend gemischt wird, genauso wie es in der Anleitung steht. Das heißt mit ausreichend Wasser und dass man es auch entsprechend lange schüttelt, sodass nie Klumpen entstehen. Eine weitere Möglichkeit ist auch im Anmischbehälter mit einem Pürierstab zu arbeiten. So kann man etwas größere Mengen sofort einmischen und dann ist es immer sicher, dass es keinerlei Verstopfung in den Dosiergeräten gibt. Die genaue Dosierung wird ständig kontrolliert über die Waage. Das heißt, dass jedes Fahrzeug wird bei uns gewogen. Wenn es vom Feld kommt, wird automatisch dokumentiert und so wird gegenkontrolliert, welche Mengen ankommen. Und entsprechend können wir dann auch das Bonsilage eindosieren, dass wir immer die richtige Dosierung haben für die richtige Tonnage. Sollte auf dem Betrieb keine Waage vorhanden sein, kann man die Erntemenge schätzen über Einzelpflanzenverwiegung. Man zieht sich ein paar Durchschnittspflanzen raus, verwiegt diese und rechnet sie dann auf den Pflanzenbestand pro Hektar hoch und so hat man zumindest eine Größenordnung, wie viel Tonnage praktisch vom Hektar kommt und dann kann ich entsprechend meine benötigten Siliermittelmengen hochrechnen und sie dann auch entsprechend einsetzen. Ja, wir arbeiten auf Gut Hösenberg in erster Linie mit Bonsilage Speed M, wenn wir die Silagen frühzeitig wieder öffnen müssen. Und das ist auch in diesem Jahr wieder der Fall. Wir müssen relativ früh, wieder nach 2-3 Wochen, die frische Mais-Silage öffnen. Und da kommt bloß Bonsilage Speed M mit der schnellen Essigsäurebildung zur Verbesserung der schnellen aeroben Stabilität in Frage. Wenn die Silagen 2 oder 3 Monate Lagerdauer vor sich haben und sie müssen nicht geöffnet werden, dann setzen wir auf die Qualitäten von Bonsilage Fit M. Bonsilage Fit M steuert das Gärsäuremuster in Richtung Essigsäure und Propylenglykol und auf der anderen Seite hat es weniger Milchsäure. Und diese Silagen sind nicht nur aerob stabil und hygienisch einwandfrei in der Verfütterung, sondern sie helfen auch bei der Vorbeuge von wichtigen Kuhkrankheiten wie Ketose, wie Azidose und sind deshalb ganz klar unser Fokus für Silagen mit langer Lagerdauer.